Strohhalm, Kohlen und Bohnerl. Die alten Nandls Haus haben, hat sie grad eine Schüssel voll Bohnerl zusammenbettelt und möcht's kochen. Sie schiebt ins eiserne Eferl einen Bauschen Stroh und zündet ihn an. Wie es aber Bohnerl einen Hafer reinschüttet, fällt eine daneben, auf den Boden neben einem verstrahlten Strohhalm. Und gleich danach ist ein heißes Kohlenbreckerl runtergefallen dazu. Da sagt der Strohhalm: Herr Nachbar, wo kommst denn her? Sagt die Kohlen: Grad bin ich noch aus dem Eferl rausgewischt, sonst war ich jetzt schon ein Häuferl Aschen. Und das Bohnerl meint: Ich bin auch grad noch der Alten ausgekommen. Mir hätt's einen Hafer reingeschüttet, dann war ich jetzt schon ein Mus, wie die anderen. Sagt der Halm: Ja, meinst du etwa, mir war's besser gegangen? 60 von meinen Brüdern hat's auf einmal in ihre Kreie genommen und verbrennt. Grad bin ich ja noch aus ihren Hackelfinger rausgerutscht. Ja, was tun wir nachher jetzt? Fragt's Kohlenbrückerl. Ich mein, sagt's Bohnerl, weil wir jetzt einmal so schön zusammengekommen sind und am Leben geblieben sind, bleiben wir auch beieinander und gingen miteinander auf Wanderschaft. Und so haben sie es gemacht. Dauert nicht lang, kommen sie zu einem Graben voller Wasser. Und kein Steg und kein Brettel geht drüber. Jetzt stehen sie da wie das Kind vorm Dreck. Aber der Strohhalm, der fängt sie zuerst und sagt: Schaut's nur nicht gleich rein, wie die Lärmsierder. Was ist denn dahinter? Ich leg mich in meiner ganzen Länge übern Graben. Nachher könnt's auf meinem Buckel umspazieren. So machen sie's. Und Kohlen, die vor lauter Hitzen nichts erwarten kann, trippelt gleich auf den Strohhalm wie ein Seiltänzer. Auf einmal in der Mitte bleibt stehen und kriegt einen Ziderer vor lauter Schwindel. Oh je! Derweilen fängt der Strohhalm das Brenner an, bricht in der Mitte auseinander und fällt ins Wasser. Das Kohlenbrecke ist natürlich gleich nachgerutscht, tut einen kleinen Zischer, wie es ins Wasser fällt, und ist schon hier auch. Und das Bohnerl? Das Bohnerl schaut bei der ganzen Geschichte zu, wie wenn es gar nichts angeht. Wie aber das Kohlenbreckel an so einen Zischer hören lässt, fängt's lachen an und lacht in einem drum, bis das platzt. Und so war es mit ihrer auch bald dahingegangen, wenn sie nicht grad ein wandernder Schneidergesell der Band hätte und das Bohnerl mit Nadel und Faden zusammengenäht hätte. Und das Bohnerl bedankt sie 1000-mal. Aber weil der Handwerksbursch einen schwarzen Zwirn genommen hat, drum haben seit derer Zeit alle Bohnerl eine kohlschwarze Not. Und so, ihr Lieben, endet dieses Märchen. Ich hoffe, dass der Zauber dieser Erzählung euch durch die Stadezeit begleiten wird. Kommt's gern morgen wieder, wenn eine neue Geschichte aus Oberbayern auf euch wartet. Bis dahin, macht es euch gemütlich.